Bernhard Riedl, ich bin Architekt in Linz und seit einem Jahr Gurriga-Imker. Zusammen mit Katja Hintersteiner sind wir jetzt die Linzer Biene.at seit kurzem online und wir wollen jetzt für die Bienen Werbung machen. Wir denken, dass eben Urban Beekeeping eine Parallelbewegung ist zum Urban Gardening und eine sehr logische und sehr gut in den Kreis hineinpasst. Und Linz hieß ja großes Potenzial hat für diese Entwicklung. Und wir freuen uns sehr wohl, dass zum Beispiel im neuen Magistrat ein Standplatz entstehen könnte. Also das ist jetzt ein Projekt unter anderem im Tiergarten, wo wir in der Öffentlichkeit eben die Sinnhaftigkeit der Bienen durchaus in einem Stadtraum sehen. Der Nachteil, keinen legalen Grund und Boden zu haben, das ist ja auch beim Urban Gardening so, ist natürlich der, dass man gewissen Kräften ausgesetzt wird und einer gewissen Ungewissenheit. Aber es geht eben auch anders. Und was jetzt unsere Initiative betrifft, wir haben uns einfach entschlossen, was zu machen. Und ich habe zum Beispiel, was den Standort betrifft, eben einfach da angesetzt, wo ein älterer Imker aufgehört hat. Man muss es einfach angehen und an die Verwaltung herantreten und an die Politik. Also wie man sieht, das funktioniert durchaus. Tun, ne? Okay, wunderbar. Danke für diesen Input. So, danke. Mein Name ist Christine Bürger, ich bin vom Stadtgarten in Linz, was die Frau Horny erwähnt hat. Ich höre raus, bei euch ist das Thema Flächensuche ein großes und ein Player, der selten erwähnt wird, der aber einer der größten Grundstücksbesitzer Österreichs ist, ist natürlich die Kirche. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, denke ich, Ausschau zu halten, welche Flächen sind in eurer Umgebung im Besitz der Kirche. Dazu gehören auch immer wieder Grünflächen, dazu gehören Fahrgärten etc. Der Stadtgarten selber hat als Träger eine katholische Basiseinrichtung und ich denke, ich kann es nur weitergeben, diesen Tipp zu probieren, sich auch an Pfarrer oder die Ärzte, die Diözese zu melden, wenn die Suche nach Gärten ist. Also der Magistrat ist offensichtlich unter Zugzwang, Wohnungen oder auch Häuser zu bauen und natürlich nicht entbunden von der Verpflichtung, Wohnräume zu schaffen. Aber ich denke, das ist ein Player, der natürlich auch in die Verantwortung genommen werden muss. Es gibt ein schönes Schlagwort, die Schöpfungsverantwortung. Und ich denke, dem kann man die Herren ganz gut packen. Genau, danke. Bevor wir alles in der Euphorie ausbricht, würden wir natürlich die Züge in die Hand nehmen. Da kann kein Gemeinschaftsgarten, es ist nämlich kein Schrebergarten, es ist kein Gemeinschaftsgarten. Ein Gemeinschaftsgarten braucht ganz viel Diskurs, Kommunikation und das ist auch ein Stück Arbeit. Und wir leben auch in einer Ego-Gesellschaft. So. Wie geht es jetzt? Wie kommen wir jetzt zum Konsens? Wie kann man jetzt in der Gemeinschaft was erreichen, was für die meisten passt? Und wo schreibt es und so? Und das war auch für das Größte, dass man sich entwickelt, dass man sagt, okay, aus den ersten Treffen heraus haben wir uns weiterentwickelt, wir wissen nicht, wo wir hinwollen, aber das ist nicht so einfach. Ja. Also, Sennett hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Zusammenarbeit, nicht umsonst, weil die Gesellschaft was dann auch so in Richtung denken muss, dass man darauf investieren muss in der Kommunikation. Gut, nur denken. Auch noch eigentlich mobile Gärtenstruktur, mobile ist super, so zu unterstützen. Man muss auch daran denken, dass die Gemeinschaft, die da entsteht, im Umfeld, schwer funktioniert. Also das, was man da aufbaut, irgendwie die Wurzeln nimmt, relativ schnell, wenn man irgendwo woanders sein muss. Also den Aspekt muss man nur sensibel hinterfragen, weil die Gemeinschaft auch stark vom Ort herauslebt. Und da kann man eigentlich die Gemeinschaft wieder packen, was das ist. Aber die Erfahrung, wo wir jetzt persönlich nicht machen, ich glaube, es ist wichtig. Danke, kurze Kommunikation. Ich möchte Lanze brechen für die von den Wandel lernenden Organisationen. Stadtmarketing funktioniert nämlich auch nicht von oben nach unten, sondern wenn wir mit unseren Unternehmen und Bewohnern zusammenarbeiten in höchst mühsamen Prozessen,
dann kriegt man gar nichts zu Wege und ich kann mir nicht vorstellen, dass gärtnernde Menschen schwierigere Menschen sind als städtische Unternehmer. Also wir haben da sehr viel Erfahrung in diesem Lancieren oder Umsetzen von unterschiedlichsten Projekten, Märkte, also was Sie sich immer vorstellen können, bis hin zu Public Private Partnership, Wohnungen und Ähnlichem. Also nutzen Sie die Organisationen, die schon viel Erfahrung haben in diesen Prozessen. Leider bringt es kein Stadtmarketing, also da kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen, aber andere Städte haben es. Okay, danke sehr viel. Mich würde interessieren, wie ihr die Lage einschätzt, jetzt für die Tabakfabrik selbst wirklich einen interkulturellen Garten zu machen, weil wenn ich mich jetzt umschaue, wer hier sitzt in den letzten 2 Tagen, dann frage ich mich, wie ist der Standort hier und wer wird es sein, der diese Gärten betreibt? Christoph, was du? Wer weiß was, bitte? Also das Ziel ist ein interkultureller Garten, ja. Wir kennen im Moment ja machen, wie so öffentlich wie möglich das Thema anzusprechen an dem Standpunkt, an dem Standort. Das Thema wird sich entwickeln im Laufe des Jahres. Ich kann noch nicht so viel sagen, wir können nur öffentlich Listen aussehen, auch in der Umgebung, der Wochen, irgendwo sozusagen Grenzen in der gesetzlichen Bereichen kennen. Und da spielt das Zufall auch schon mit. Und natürlich kann man jetzt reden, was ist interkulturell, was ist auf Augenhöhe. Wir haben in Innsbruck eine Diskussion gehabt oder vorher gehabt, was um das gegangen ist, also was versteht man unter interkulturell. Magst du was dazu sagen oder kannst du nicht lassen? Nein, aber jedenfalls, das ist halt schwierig. Was ist interkulturell? Was ist, wenn ich als 3-jähriger Bruder mit einem älteren Herrn ins Gespräch komme, dann ist es vielleicht auch schon interkulturell. Aber es muss natürlich schon sein, dass man so viel Möglichkeiten holen kann. Aber es wird sicher herausfinden. Okay, kurz auch aus der Praxis. Ja, ganz kurz dazu. Bei uns war das auch anfangs das Thema, dass wir versucht haben, das zu kommunizieren, weil bevor es die Gärten gegeben hat, wie ein Flyer oder sonst, das ist relativ abstrakt. Aber unsere Erfahrung war dann wirklich, sobald diese Gärten mal angelegt waren, sind die Leute ganz automatisch auf uns zugekommen und dann kommen wirklich unterschiedlichste Leute und fragen, was ist das und kann ich vielleicht machen. Ich würde gerne unter also es gibt ja Gemeinschaftsgärten unterschiedlichster Art und Weise und auch die Entstehungsarten sind ganz unterschiedlich. Und ich möchte vielleicht von 2 so verschiedenen Entstehungsweisen auch berichten oder kurz diese ansprechen. Das eine von unten herauf, ganz oft sind es junge Studenten, Studentinnen, Bildungshintergrund, haben viel Zeit, haben viel Energie auch, die das selber machen, organisieren sich selbst, pflanzen einfach an, ja, was auch oft im Bereich Guerilla Gardening stattfindet, wo es vielleicht auch nicht so schlimm ist, wenn man diesen Platz auch wieder verlassen muss. Und dann gibt es aber andere Gärten, die wahnsinnig viel, wie du es angesprochen hast, auch Arbeit bedeuten und auch integrierende Menschen brauchen, ja, die wirklich schauen, dass aus diesen unterschiedlichsten Menschen, diesen interkulturellen Begegnungen dann wirklich Gemeinschaften werden und da auch wirklich was entstehen kann, was ein Mehr ist irgendwie als ein nebeneinander Gärtner. Da war auch eine Frage von wegen Barrierefreiheit, das gibt es im Gärten natürlich. Es gibt auch so Rollstuhlfahrerbeete, wo man unten reinfahren kann, ja, die selbst irgendwie gezimmert werden. Einfach da auch wieder das Integrieren durch die einzelnen Leute, die dort da sind und denen das am Herzen liegt, da wirklich auch was zu tun. In unserem Garten, in dem einen, gibt es auch eine Schule, die eine integrative Schule ist, wo auch Kinder mit Rollstühlen vor Ort sind. Und möchte das auch unterstützen, eben, dass es unterschiedliche Kommunikationsarten gibt, wie man dann in Gärten wirklich auch unterschiedliche Leute hereinbringt. Und da gehört sicher das Tun dazu als ein wichtiges Ding, eben, wo Menschen, die vielleicht nicht so auf Bildmaterial oder Gesprochenes, Geschriebenes ansprechen, einfach kommen und da einen Anknüpfungspunkt finden und dann aber Leute brauchen, die diese Energien auch reinzulassen und wirklich halt in diese Gemeinschaft mit aufnehmen. Danke. Zwei Aspekte zu der Erdbeeren kannst du gar nicht anschließen. Der eine ist ein biologischer Aspekt, und zwar frage ich mich bei Stadtgärten auch immer, wie ist das mit der Luft? Boden haben wir gesprochen immer wieder, aber
erzählt. Der zweite betrifft eine Initiative, die schon sehr alt ist, die erst kurz angesprochen wurde, das ist der Schrebergarten. Mir fällt deswegen ein, weil ein Freund von mir ihn übernommen hat, in der Zeit, und wirklich vom Präsidenten und anderen Umgebung mir gesagt hat, wie schaut es bei dir aus? Ja, weil wir haben einen gepflegten Rasen. Und ich glaube, ursprünglich war die Idee von Schrebergarten das Gärten. Ja, richtig. Da kann der Herr Christina was dazu sagen. Aber bitte. Ja, zum Thema Luft. Natürlich müssen die Pflanzen mit der Luft leben, mit der wir auch in den Städten leben. Und ich habe vorhin in der Diskussion nach meinem Vortrag schon mal gesagt, es gibt Untersuchungen darüber, wie stark Pflanzen an welchen Orten belastet sind. Und es hat sich gezeigt, dass diese Schadstoffe sich relativ leicht binden lassen. Also dass allein durch eine Hecke, durch Abstand und durch die Hochbeete, also relativ einfache Maßnahmen, man die Belastung deutlich senken kann. Die haben ja vor auf der Südseite an der Tabakfabrik, schon in Kiesmüller vorhin kurz geschätzt, einen Weihnachtsbaum, den Ausschau verpressen. Bitte, Daniel, kannst du. Okay, ich habe zwei Anliegen. Das erste ist, wir ja ständig irgendwie die Wünsche an die Stadt quasi, wie die Menschen da jetzt ganz konkret sagen, zum Beispiel Weihnachtsgarten, zum Beispiel wenn das und das gemacht wird, dass die Stadt das quasi macht wird. Christoph hat gesagt, das machen dann tatsächlich aber wir. Und ich glaube, es muss schon irgendwie was sein, dass es extrem viel Eigenverantwortung mitbringt. Wenn man einen Gemeinschaftsgarten gründet, aber dabei ist, wenn man davon leben will zum Teil, also das ist schon sehr viel Eigenverantwortung und man gibt halt sehr schnell die Eigenverantwortung ab, mir ist klar, es ist voll schwierig, dass man einen Grund kriegt. Vor allem in der Stadt, nur da ist eben die Frage, glaube ich, ganz konkret jetzt mal an die Stadt, weil bitte das einfach das Thema überhaupt einmal ist quasi, wie ist es mit öffentlichen Plätzen, wie kann einfach für Menschen wie uns da Platz geschaffen werden, dass wir einfach auch Möglichkeiten haben. Das heißt ja nicht, dass jetzt der ganze Schillerpark jetzt ein Gemeinschaftspark sein muss, oder eben, dass jetzt alle Flächen so wie in Totenwald und diese ganzen Städte eben dazu plötzlich umgewidmet werden müssen, weil es wirkt irgendwie, glaube ich, immer recht so diese Angst vor eben Vandalismus etc. Es müsste sich einfach mal die Stadt auch dafür interessieren und mir kommt vor, da ist einfach sehr wenig Interesse da, und zumindest natürlich von Begründeten, ja klar. Aber also generell von der Stadt ist einfach sehr wenig Interesse, kommt mir zumindest sofort da. Und da wäre einfach so das Anliegen, natürlich müssen wir Bürger einfach schauen, dass wir dieses Interesse nicht wecken können. Und wir müssen aktiv sein und ich denke, da fängt es an. Und der Druck, ja, der ist wichtig. Also, weil anders wird es nicht passieren, weil wenn das Interesse nicht da ist, wenn es nicht draufkommt, man muss selber machen. Und also es ist die Eigenverantwortung, die mir ganz da auf am Herzen liegt. Anders funktioniert auch Warten nicht, weil sonst bleibt alles auf wenige Hänger und das funktioniert halt. Alles klar, bitte. Ich möchte nicht viel was sagen zum Gärten für Behinderte. Ich habe vor ein paar Jahren mit den Grünen in Bauersee, da gibt es ein Behindertenmodell mit Garten, da kann man mit einem Rollstuhl in ein Baumhaus hineinfahren, zum Beispiel, unter anderem auch. Das ist also ganz interessant, das ist mit Permakultur, also weil es in einer Mulde ist, ein See und das Klima so zu verbessern, weil es wärmer ist durch die Sonnenspiegelung, also das ist unheimlich interessant. Okay, danke für den Input. Ja, das ist auch schon. Ja, bitte. Ja, zu dem Thema nochmal, wenn ich jetzt Vertreterin bin, bin ich angesprochen worden von einem Herrn, der für Green Care ein Gelände hier in Österreich sucht und eventuell schon gefunden. Das funktioniert recht gut. Und auch heute sind schon auch Repräsentantinnen da, die interkulturell recht verknüpft sind, und hauptsächlich auch Kinder damit. Also die ja recht interessiert sind, wie zu machen.
Frau Hartwig, darf ich Sie vielleicht nochmal ans Wort bitten, nämlich hinsichtlich, was kann die Stadt tun oder wie kann man es der Stadt schmackhafter machen? Wie kann man ein bisschen mehr weg von Beton, wie kann man so Nutzgrün in die Stadt? Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten? Sie sind ja in der Stadtpolitik. Also es hat mich irrsinnig gefreut, wie gelesen habe, dass die Veranstaltung stattfindet, das Wochenende. Ich meine, es war ein bisschen schade jetzt mit dem Ball, also mit der Abstimmung gestern, dass wir kaum herkommen haben können. Aber das zeigt einfach, dass voll viele Leute daran interessiert sind und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mit der Frau Schobesberger zusammensitzen, weil wir uns überlegen, wie wir halt die Schwarze Riege dazu bewegen können, dass da ein bisschen mehr passiert. Okay. Also ich werde mir auf jeden Fall das mitnehmen für heute. Nimm die Spaten in die Hand und mach den Asphalt weg. Ja, aber leider Gottes, liebe Berge, wir leben in einer Demokratie und ohne Mehrheiten kann ich verschwinden. So, bitte, jetzt muss ich streng sein, bitte, und eine Diskussion, bitte, und nicht ohne Mikrofon, sondern wir werden Sie auf vernünftiger Basis unterhalten, bitte sehr. Da hinten ist eine Dame, die was sagen will. Wir in Linz, wir sind im Spitzenfeld, was die Dachbegrünung anbelangt. Also, es wird ja ergänzend dazu sein. Aber Himbeeren sind da drauf. Kein Gemüse. Kein Gemüse. Okay, Christoph, wir würden vorschlagen, nachdem die Fragewelle nun abgeebbt ist, dass wir noch kurz die letzte Frage nehmen und dann eine kleine Schlussrunde machen. Da gibt es schon ein Mikrofon, bitte. Ich wollte ein bisschen Mut machen, weil ich weiß, dass es viel Arbeit, da muss ich dem Christoph recht geben, aber es macht auch verdammt viel Spaß. Und Frau Horn, es gibt uns schon in Salzburg, wir würden uns freuen, wenn wir uns zusammensitzen könnten, um die Möglichkeit auszuloten. Wir haben letztes Jahr gestartet mit 1000 Sonnenblumen in der Stadt Salzburg, aber nicht so wie üblicherweise in einem Garten, sondern an vielen verschiedenen Orten. Und eben die Idee dahinter war, einfach auch nicht zu warten, sondern Spaten gleich zu nehmen, aber auch nicht zu viel Angst auszulösen. Das heißt, wir haben uns dann doch die Mühe gemacht, beim Gartenamt anzuklopfen und auch bei der Stadtplanung, die Türen wurden geöffnet. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man einfach mit einem feinen Ton geht und nicht einfach nur verlangt oder anklagt, sehr, sehr viel möglich ist. Und das Schöne an der Natur ist ja, es gibt immer wieder eine Saison, die zu Ende geht und dadurch auch sind die Befürchtungen begrenzt und in der nächsten Saison kann man vielleicht eine Latte höher, also die Latte höher legen und wir werden heuer auch versuchen, auf essbare Stadtzeug in die Richtung weiterzudenken und würden uns freuen. Wir haben auch schon ein paar Ideen von vielen Bürgerinnen gesammelt. Eine war zum Beispiel Mozartkugeln in neuer Form als Kürbisse an der Salzburg. Okay, danke. Ihnen wird es was besser sein. So, damit möchte ich zur Schlussrunde kommen und bitte, fangen Sie an. Kurzer Satz noch, Resümee, was immer, aber bitte, kurz sagen, der Abend ist fortgeschritten. Ja, also wir werden die ganzen Inputs auf jeden Fall mitnehmen und wir werden versuchen auch also selber mehr Druck innerhalb der Gemeinde zu machen. Und wir werden zum Beispiel heuer im Sommer auch, eben weil das aufgetaucht ist, dass Grün sehr asphaltiert ist, also wir würden auch versuchen, Genehmigungen zu erhalten, dass wir vor unserem Büro auch Nutzpflanzen bepflanzen dürfen. Also eben als Vorreiter, dass wir mal so die Tür durchgestoßen haben, damit die nachkommen, das dann leichter haben. Danke, Ja, danke von meiner Seite, war super, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, eine irrsinnig dynamische Geschichte. Und wenn jemand Interesse hat, die Kreisläufe auch zu schließen, also nicht nur die Pflanzen wachsen zu lassen, sondern halt dann im Endeffekt auch wieder das zu kompostieren und den Dünger fürs nächste Jahr zu produzieren. Wir sind immer zu jedem Standort bereit. Dankeschön. Ich kann mich dem Nahtlos anschließen. Ich habe das heute für einen unglaublich energieproduzierenden Abend empfunden. So Visionen, Tabakfabrik wird zur Kompostfabrik, wird zum Weinberg und so weiter. Das ist genial. Das ist ein echtes grünes Linz, was da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entstehen ist. Musiktheater, schöne Bühnenstücke proben auf dem Flug und so weiter und so fort. Also du sprichst ja so richtig an Ideen. Ich habe relativ viel mir aufgeschrieben, viel mitgenommen, der Norbert wird ein Leitungsdesigner, hat schon mitgebracht von mir. Und wenn wir nur 10% dessen, was wir uns jetzt aufgeschrieben haben, im heutigen Erfolg, machen wir einen großen Schritt nach vorne. Ich denke, es ginge um 3 Bereiche im Wesentlichen. Einerseits um dieses Fördern, also
glaube, dass es sehr schön wäre, so etwas wie ein anschaubares, angreifbares